Geografielehrer, aufpasst. In Deutschland gibt es einen aktiven Vulkan. Nein, einen hyperaktiven. Es ist ein Energiebündel, eine Stimmungskanone, Definition von Temperament. Herzlich willkommen zum Tagtäglich mit der Barbara Schöneberger, Schauspielerin, Moderatorin, Entertainerin, Sängerin. Ich freue mich. Wir sind im Casino-Theater in Winterthur. Wie war der Empfang in der Schweiz, da du jetzt auch zum Kontingent dieser 1000 Deutschen gehörst, die pro Monat hier in die Schweiz kommen? Ja, es war sehr, sehr schön und es ist natürlich für mich ein Traum gewesen, hier zu spielen, weil es eben nicht so wahnsinnig groß ist und je kleiner die Theater sind, desto schöner ist es eigentlich. Ich meine, ich glaube, alle sagen immer, man muss 80.000 Leute in die Halle kriegen, aber es ist eigentlich viel schöner, vor 300 oder 400 Leuten zu spielen. Würdest du 80.000 zusammenkriegen? Nein, da müsste ich habe einen sehr kleinen Familienkreis, wir sind nur zu dritt und auch wenn wir alle anrufen, die wir kennen, kommen wir niemals auf so viele. Also ich glaube, es kommen immer so 1500 durchschnittlich zum Konzert. Das finde ich ganz gut, aber ich glaube, mehr kommen nicht. Ich glaube nicht, dass ich so ein großes Stadion jemals füllen würde. Ich möchte die Schweiz noch einmal ansprechen. Wir haben so ein bisschen ambivalente Gefühle zu den Deutschen im Moment. Zeit, ne? Ja, zurzeit mit der Person. Die Deutschen aber auch. Ich habe die Weltwoche abonniert. Und das freut den Köppel. Total. Ja. Also Herr Köppel und ich sind so. Und, ich fand das so spannend und interessant. Aber im letzten Jahr muss ich sagen, Herr Steinbrück war in jeder Ausgabe auf 15 Seiten wurde Steinbrück und Deutschland und überhaupt die bösen Deutschen und so behandelt. Und das fand ich ganz lustig. Ja, aber gut, es scheint jetzt überstanden zu sein. Man kümmert sich jetzt wieder um die UBS. Der hat uns mit der Kavallerie gedroht. Ja, klar. Ja, das verstehe ich auch total. Aber ich habe noch nie Konten in der Schweiz gehabt, deswegen hat es mich überhaupt nicht betroffen. Also du gehst nicht nach dem Konzert jetzt an den Paradeplatz mit der Kapuze auf in die Bank und sagst, bitte überweisen der Gage nein, auf mein... überhaupt nicht. Ich kriege meine 180 € am Abend immer bar ausgezahlt und die versuche ich dann gleich auszugeben, weil ich so wahnsinnige Angst vor Inflation habe. Ja. Ist das mit Kosten und Logis oder? Es kommt drauf an, manchmal reise ich noch auf eigene Kosten an. Ihr habt den Bus draußen, du übernachtest aber nicht im Bus. Nein, das ist das Einzige, was ich nicht mache. Aber sonst machen wir schon alles zusammen. Also wir haben meistens einen Fahrer und fahren so von Stadt zu Stadt und es ist sehr angenehm und da sitzen wir alle mit Hund und meinem Visagisten und einer Assistentin und ein Fahrer so im Auto, schön die Knie neben den Ohren und fahren von Ort zu Ort. Darf ich das so salopp sagen? Bist du auch so ein armes Schwein, das unter den deutschen Steuern so leidet? Also mir hat mein Steuerberater irgendwann gesagt, eins müssen wir verstehen und auch akzeptieren, wir müssen diese Steuern zahlen. Und bevor man jetzt anfängt, irgendwelche wilden Modelle sich auszudenken und irgendwelche krummen Sachen macht, dann lass es uns einfach zahlen. Und deswegen zahle ich es. Und ich finde es auch okay, wenn man viel verdient und die Hälfte wird abgezogen, ist es immer noch viel. Und ich finde es in Ordnung. Also von den 180 € musst du 90 abgeben? Ja, das ist schon. Aber ich meine, ich habe es ja schön und warm und alle sind nett zu mir. Das wiegt natürlich viel auf. Hast du den Wechsel zu Schwarz-Gelb begrüßt? Ich glaube, ich bin ja immer ein Sozi gewesen und ich bin auch durchaus den sozialdemokratischen Idealen irgendwie anhängig und also kann die auch gut die Verbleibende. Ich bin noch eine von den letzten drei, genau, die das gut finden. Ich glaube aber, um ehrlich zu sein, dass eine wirtschaftspolitische Partei, die sich eben vielleicht mit manchen Sachen in einer anderen Art und Weise beschäftigt, dass die sich vielleicht in einer jetzigen Zeit besser um diese Probleme kümmern kann, weil ich glaube, es funktioniert eben nicht zu sagen, wir geben jetzt den Arbeitslosen mehr Geld, sondern ich glaube, es funktioniert so, dass man sagt, wir bringen erstmal das Rädchen in Schwung und dann kriegen wir die alle wieder irgendwie in die Arbeit. Das ist das, was ich mit meinem rudimentären volkswirtschaftlichen Verständnis so denken würde. Wie ist dein Verhältnis zu Frau Merkel? Mein Verhältnis zu Frau Merkel ist sehr gut. Ich moderiere viele Veranstaltungen, wo sie auch als Gastrednerin oder Stargast sozusagen kommt. Ich wünsche, irgendwann ist es mal andersrum, aber noch ist es so. Und da ist es immer toll, wenn sie kommt, weil ich muss ehrlich sagen, sie kommt, sieht und siegt. Also man unterschätzt sie total. Es gibt immer noch viele Leute, die so sagen, ja, die ist ja doof oder steif oder die hat keinen Humor. Und es stimmt alles nicht. Sie ist witzig und sie kommt und sie schafft es immer, die Herzen der Leute zu erobern. Auch bei dir eine persönliche Begegnung? Kennt sie dich persönlich? Spricht sie dich an? Sie kennt mich, aber ich würde jetzt nicht erwarten, dass sie mich irgendwie eingehend begrüßt. Aber wir kennen uns und ich finde sie immer gut mit dem, was sie macht, weil sie ist, glaube ich, sie lässt sich nicht beirren und sie ist in einer absoluten Männerwelt, ist sie wirklich, lässt sie sich nicht unterbuttern.
Also für dich auch erstaunlich, eine Frau, die die mächtigste Frau der Welt geworden ist, Ja. aus dem Osten gekommen Ja. ist, das ist für dich eine erstaunliche Karriere. Das ist für mich eine Wahnsinnskarriere und wer sie ja mal beobachtet hat, das habt ihr hier in der Schweiz nicht so mitgekriegt, aber in Deutschland, da war es war wirklich am Anfang ein Jammertal, als sie ihre ersten Promotion und Werbe und wie auch immer Wahlveranstaltungen gemacht hat. Da war die so unsicher und die kann halt kein Smalltalk, die ist Physikerin. Und die Frisur, man hat das Gefühl gehabt, eine Ja gut, aber Backform bitte über dem Kopf und aber guckt euch abgeschnitten. mal die anderen Politiker an. Also ich meine, die sind jetzt auch nun nicht... Ja, da hast du recht. Also da werden auch andere Maßstäbe angesetzt bei Frauen und ich fand das immer schon lang. Die ist eine ganz schicke Frau geworden und hat sich da unheimlich auch jetzt an die gebotenen Regeln ja jetzt angepasst, weil klar muss die jetzt auch anders aussehen, wenn die natürlich durch die Welt fährt. Aber ich finde das nach wie vor, finde ich es gut, dass sie das eben nicht nachlässig, aber doch untergeordnet betrachtet. Ich finde, es spricht für sie. Frisur angesprochen. Ja, sowas würde sich Frau Merkel nicht an, da kommt sie nicht mal zum Regieren. Aber bei dir ist das, also ich habe dich ganz anders in Erinnerung. Ich mich auch. Ja, aber ja, was ist passiert? Hattet ihr einen Kurzschluss im Hotel? Ja, Hast du nein, in die erstmal, so geht's ge- schon mal los. Sag mal, in der Schweiz gibt es andere Stecker als in Deutschland. Ich dachte, das ich ist die spinne. Ursache. Du Ich meine dachte, ich Güte. muss bis Uruguay fahren, bis ich mal einen anderen Stecker brauche. Ich kriegte meinen Föhn nicht, meine Oh, du liebe Trockenhaube Zeit. nicht in die, Oh, in du die liebe Zeit. Dose da rein. Na, wie auch immer. Es ist neu. Ich habe ja diese CD gemacht und da haben wir diese Barbara Frisur Schöneberger, gemacht. nochmal, nur anders, deine CD. Und da sieht man es, da haben wir die Haare ausprobiert und fanden es cool. Ich wollte aussehen wie Diana Ross. Wow. Jetzt sehe ich aus wie Toni Marshall, aber mir hat keiner was gesagt. Ich wollte so aussehen. Und jetzt haben wir diese Frisur entwickelt. Ist das alles Entwickelt. jetzt, entwickelt? Ist Wow. das alles natürlich? Nein, oder das wie ist gar nichts macht, wie natürlich. macht, wie macht man das? Hier ist kein Stein mehr auf dem anderen. Hier werden viele kleine solche Papilloten werden reingedreht, nass. Und dann setzt man eine Trockenhaube auf, die sich auf 180 Grad aufheizt. Und dann hofft man, dass, wenn man es nach einer Stunde runternimmt, die Locken drunter getrocknet sind. Und du kannst eine Stunde unter dieser Haube sitzen. Das Ja, ist für man mich wird sehr unvorstellbar. müde. Ja, ja. Und man versteht nicht, was um einen rum passiert. Das Jetzt heißt, man weiß ich, ist- das Management hat gesagt, der machen wir eine neue Frisur, dann hält sie endlich die Hält Klappe sie die Klappe. unter. Ja, das funktioniert total, weil man wird so, weil es so heiß ist und man kann nichts reden und nichts verstehen. Also das ist eigentlich ganz gut. Es hat sich vieles verändert in deinem Leben. Die Heirat, du sprichst nicht darüber. Man weiß. Doch, hier heute wollte ich Super. dachte, wir Was machen ist das ein für ein Typ? Ein Heiratsspecial. Adliger? Bist du eine Comtesse? Bist du eine bin Gräfin? nichts. Darf ich sagen, Durchlaucht? Ja, schon, aber es würde nicht stimmen. Ah ja. Ich bin nichts. Ich bin gar Also nichts Durchlauf. geworden. Ich bin alles noch gleich. Ich bin immer noch die Babsi aus Grübenzell und heiße immer noch Schöneberger. Ah ja. Habe aber einen Mann geheiratet, der heißt anders. Und heißt der? Das glücklicherweise ist sagst es du ja nicht, so ja. möglich, das sage ich nicht. Aber das kann man schon immer noch nachlesen. Ein paar Leute haben es ja geschrieben. Und das ist sehr nett alles.